schon oft ums Set gekrascht. Ich weiß, dass ihr immer seht, du als Regisseur, als Chef und CEO, wer auch immer, dass du immer lehren musst. Du bist der Chef und du musst ein Team leiten und du darfst keine Emotionen weisen. Das ist mir scheißegal. Ich denke immer, da seht ihr alle, wie leidenschaftlich du dabei sind. Ich schon ums Set just positive Feedback gekriegt habe. Ich schon ein Team, das mir an den Arm geholt und gesagt hat, ich fand das so schön, dass du so emotional bist. Willkommen beim 3FM Elevator Pitch. Ich bin den Emil. Und ich bin der Fabian. Und heute haben wir eine lützebäuerisch, deutsch, französisch, schottisch Regisseurin zu Gast, die ich immens schätze und bewundere, nicht just als Künstlerin, mehr einfach auch so als Freundin. Darlene kennt frisch vom Set von seinem ersten Featurefilm, wo hat der Bestseller-Roman Mariannengraben verfilmt wird. Es war mir ein ganz großes Red, wie man Marlene über seine Erfahrung zu schwätzen, die hat bei diesem Tournage gesammelt wird, und all die Lektionen, die es dabei gelehrt wird. Hat man verroden, wie hat man seine Schauspielerschaft, weil den auf keinen Fall hin so soll, aber wieso doch okay als für Regisseur heinz du mal im Set Emotionen zu weisen. Es war ein ganz offenes Gespräch über Unsicherheiten, vermeintliche Schwächen und einen gewissen Imposter-Syndrom, den immer nach irgendwo schlummert, so gut, wenn schon für Studenten-Oscar nominiert war. Das klingt vielleicht ein bisschen pessimistisch, mit Tatsache, dass wir ganz viel gekickelt haben, beweist das Gegenteil. Und das liegt bestimmt nicht Crema, den wir dabei getrunken haben. Also, nicht mehr. Hallo Darlene. Moin Emily. Wie geht dir? Gut. Du hast gerade deinen ersten Featurefilm an der Runde. Ja. Kann das sein? Das kann sein. Mensch, hat richtig Spaß gekriegt. Crazy. Wie war die Erfahrung? Was nicht zu viel erschöpft? Nee, nicht davon. Nicht vom Tournage. Nicht vom Tournage. Nee, das leidet ein bisschen zurück. Ja, du nur warst ein bisschen mit, ja. Wie viel Dich hast du überhaupt? Wir hatten 34 Stich. Englisch. Am 133 gedreht. An einen konnte man nicht drehen, weil die war an Italien auf der Plage. Und gibt dann wieder an, wir konnten nicht drehen. Seriös? Das ist ein Knascherei, wenn irgendwie da Strich-Durchstrechnung mischt. Ja, bon. So, wir mal ganz viel aufhängen bei dir. Okay. Wie wir das üblicherweise machen. Okay. Wo könnt die Passion zum Film machen? Wo könnt das hier? Wie bist du an den Beruf gerutscht? Ich meine, es war schon immer klar, dass ich irgendwas mal mit Theater, Tanz, Musik. Ich meine, Film war nicht so frei, so klar. Ich habe schon immer gesungen, ich habe schon immer getanzt und ich habe schon immer mit meinen Freunden Stücke geschrieben, inszeniert. Ich hatte ein Musical mit einer Freundin geschrieben. Oh, wow. Mit sie ich sing, ja, an ich sehe ja mal Vicky Krebs befreundet, das ist ja ganz bekannt. Und wir waren in Nopischen. Zu Hasper, ne? Zu Hasper, genau. Ja. Am Jüngers, also bis wir ursprünglich waren immer mega gerne verkleidet. Wir hatten ein paar so Köste voller Verkleidungen. Und wir sind einfach gerne an anderen Welten aufgetaucht, wenn andere an den Club gegangen sind, für zu feiern. Und wir sind verkleidet, haben wir Geschichten davon. Das war einfach ein Ding, das hatte mir gerne. Und Vicky sieht immer, es war immer klar, dass von als Schauspieler geht ein anderer Regisseur. Aha. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber das ist auf jeden Fall so gekommen, ja. Genau. Und du hast für dich mal nur der Schule Theater studiert, für dich so Performing Arts in England. Und das war mir dann irgendwann alles zu viel abstrakt. Das war also Performance an die Leitung Bude, man diese denkt Plan, also guck mal, was geschieht. Das war einfach so, oh. Also keine immer Performance Art. Also Performance Art, ja. Mit Schauspielerei. So, genau, und das aber nicht so wirklich beschrieben geht. So beschrieben geht wie, ja, das kann ich am Anfang eben so ein bisschen alles ausprobieren am Bachelor. Musik, Tanz, Video, Regie, alles. Und ich war so, wow, mega cool, da kann ich mich da vielleicht spezialisieren. Und am Anfang war es wirklich Performance Art. Und war immens praktisch. Mir hat einfach Theorie gefehlt, mir hat einfach gefehlt, dass ich das Sinn habe. Ich wollte studieren gehen, ich wollte lehren und so. Ja. Und du sind ich an Deutschland gegangen, auf München, weil sie da eben Theaterwissenschaft tun. Und ich schon einfach gemerkt, okay, ich weiß gerade noch nicht genau, was ich machen will, ich will einfach über Theater lehren. Und da stand auch, dass ich auf Film spezialisieren kann. Und ich hatte schon ein bisschen geliebäugelt mit Film, aber für mich war das immer das sind nicht das ist der Govinda zum Beispiel, das ist Berner. Das waren so Leute, die schon als Teenager eine Super 8-Kamera hatten und einfach gefilmt tun und Filme gedreht tun. Und das war mir früher die ganze Technik.
Und schon immer gedacht, wie passt du, dass du denkst, du kannst Film studieren und du keine Ahnung davon. Also, und da war ich zu München und du hast also all guten Diana, die du gerade genannt hast, der Gewinner, der Berner, siehst du kannt. Also der Berner, ich nicht persönlich kannt, ich schon den Gewinner persönlich kannt, schon den Jeff Dusson persönlich kannt. Ja. Vicky hat immer am Gewinner seine Filme schon mal gespielt. Der Jeff hat ja dem durch seinen Plotspoiler gemacht. Aber das war für mich so, okay, das sind so Kamerafreaks, die mit 3 Jahren schon mit einer super 8-Kamera rumlaufen. Die Film studieren, nicht ich. So. Genau, und ich weiß, dass meine Mama schon dem gesagt hat, oh, mir willst du nicht Regisseurin, Kind, das wäre ja, du inszenierst die ganze Zeit Sachen, du guckst mega gerne Filme, du guckst nach Lever, the Making of von einem Film, wie der Film selber. Das ist mir auch so geil. Ja. Und ich meine, Film, nee, das kann ich nicht. Also, das geht nicht. Das ist eine coole Mama, war, die dich encouragiert, für das zu machen. Die Menschen älter sind so, ja, du gehst nur Moschee, brav. Ja, mir sieht nach gedacht, dass du kannst als Regisseur angestellt gehen, dann irgendwann noch, und du bist einfach ein Pai. Das ist ja nicht so. Ja, zu Hollywood also, geht das, ne? Ja, genau. Mehr oft, so genau. Gun for hire. Ja, wie war das dann? Ist deine Mama gesagt, ja, nee, Theater sehe ich da mein Ding, oder wie ist das? Genau, und war ein bisschen noch so, dass ich am Anfang noch gedacht habe, ich will selber auf der Bühne stehen. Und dann hatte ich aber gesundheitliche Probleme, und dann ist das einfach vom selben quasi weggefallen. Zum Glück. Weil ich meine, sonst hätte ich mir lange probiert zu tanzen oder irgendwie mehr in die Richtung zu gehen oder Schauspiel. Aber irgendwie waren dann, ich meine, ich war irgendwann ein bisschen drunter verzweifelt, dass ich nicht die letzten Entscheidungen trifft und Sachen entwirft. Wisst ihr, was ich mache, was in anderen mir seht. Ich meine, das wäre auf die lange Sicht, wäre das nicht für mich gewesen. Und so war es einfach, genau, da war ich dann eben zu München und schon Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte und Musikwissenschaft studiert. Wo? Wäre schön. Ludwig-Maximilians-Universität. Ach so. Einfach auf der Uni. Kann ich nicht, aber ist bestimmt gut. Ist also eine Uni. Ich hatte mega gern, ehrlich gesagt. Ich war schon an der Kuren, also wenn ich konnte, war ich schon an der Filmkuren. Und schon noch nie Stage, Stage am größten Theater gemacht, ansonsten Stage beim Film gemacht. Aha. Ja, das war schon, also das war einfach von Anfang an, war das die große Leidenschaft. Mir ist schon immer noch geklebt, dass ich das nicht kann. Ja, und dann habe ich genau zu Lützeburg eben so 2-3 Stage gemacht, als Third AD und als Produktionsassistentin. Und schon einfach gemerkt, ey, das ist einfach zu geil. Was genau hat dir da so gut gefallen in einem Tournage? Also ich meine, das, was am stärksten war, dass du so ein Riesenteam war. Und dass du wirklich das Gefühl hast, du sind all Sozialschichten, du sind all Genre von Menschen. Du sind Menschen, die sind praktisch begabt, du sind Menschen, die sind immens intellektuell. Du sind Menschen, die ganz körperlich hart schaffen und gehen natürlich zu sitzen und denken. Also so wie der Regisseur. Also sie sind aber all da für eine Geschichte zu erzählen. Wie cool ist das? Ja. Oder? Genial, ja. Das ist wirklich so wie so ein Mikrokosmos. Voll. Der Querschnitt von der Gesellschaft mit einem ähnlichen gemeinsamen Ziel. Genau. Und das einfach nicht mehr zu erhalten oder zu berühren. Ja. Und das hat mich immens geflasht. Und das flasht mich noch. Auch wenn ich selber drehe. Und ich denke mir, oh mein Gott, mein ganzes Team, die 50 Leute, und es hat an diesen Aldo für meine Geschichte zu erzählen. Wow. So, das ist krass. Ja. Was ein Eier. Ja. Und auch wie schön, dass Menschen das als Ziel haben, auch wirklich alles gehen, für andere Menschen etwas zu erzählen oder für andere Menschen zu berühren. Ich fand das immens. Und das war mir am Theater, wo ich den Stage gemacht habe, den hat mir auch Spaß gemacht. Und das war mir zu intellektuell irgendwie. Es war mir zu abstrakt, meine ich. Ich meine, schon einfach lieber, dass die Geschichte, also die Illusion zu schaffen, dass das real ist. Und ich meine, dass ein Theater ja mit der Zeit auch einfach vom Film fortgegangen ist für sich. Ein Theater war am Anfang noch viel mehr da, fing Illusionen zu schaffen. Shakespeare zum Beispiel. Aber wo der Film dann entstanden ist, wo Theater sich müssen positionieren zum Film. Ja. Und dass wir immer mehr so ausprobiert, so abstrakt an neue Formen. Was das mein Medium? Wie kann ich erzählen, was nicht wie Film ist? Ja. Der Malerei ist doch ähnlich geil. Ja, stimmt. Und ich meine, ich fand das immens interessant. Und Heinz, du reist, möchte denken, boah, du gehst so viel mehr Möglichkeiten zu erzählen. Und ich merke einfach, meine Art und Weise zu erzählen, als die perfekte Illusion zu schaffen. Das ist einfach, was ich gerne und wie warst du dann in die Stage gekommen? Du hast dann keine Connections in der Filmbranche. Du warst Theaterstudent zu München. Ich schon nur der Premiere hatte ich keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe mich beworben für verschiedene Studiengänge
zu ich weiß nicht mehr wo mit war bestimmt Fall für Geschichte ich hatte aber nur der Premiere irgendwie Gefühl ich meine ich muss überlegen also ich weiß einfach noch nicht und ich bin nur pur Uni ugeholt gehen und schon einfach gemerkt ach ich weiß noch nicht so genau aber meine Eltern musst du immer so unterstützen so und dann holt er ein Jahr und von raus weil du willst studieren bringt dir auch nicht dass du studieren gehst und du nur 5 Jahre merkst hatte das gut nicht nee. Also sie so noch dann müsste Stagen da guckst du da bewerbst du schon und vielleicht auch Kunstuni also Theater Film und so Sachen und du hattest so einfach so Briefe geschrieben du musst heute noch Briefe geschrieben was du so ja 2003 ja und ich habe mich einfach schon super ufrohe Bewerbungen verschickt und du hast irgendwann eine Madame von Deluxe die muss noch Deluxe Produktion ja, die hat angerufen mir einen Film nicht an der Produktion willst du logisch schon aufhängen war so mega coolen holländischen Kannerfilm mit 100 Kanner ganz viel Statisten genau du hast dann die erste Third AD gemacht und du warst einfach so okay das ist so cool du hast da wie Schuppen von den Augen gefallen voll also das war so cool und dann habe ich nach EO studiert dann an dem Jahr aber dann auch mich beworben ob der Filmschule der HF zu München was ja ein ganz gut Show ist genau also ich weiß sowieso schon an der Stadt an den Hünnisch schon so, er hat dann auch ab einem Kurzfilm von der HFF geschafft als Innenrequisite also so ein Job den ich nie mehr in meinem Leben werde machen das war so cool du bist ja du quasi für Duschlös zuständig wie macht die Sache ne und das hat mich komplett überfordert so, vielleicht aber der Leitner so wat Uschloss ass für den nicht unbedingt so heimisch ist ja, so Continuity ja. Ne? Also das für die Sache man Wasser glas oder man der Zigarette dass der immer rum musste was eine Take immer drehst immer nämlich lang oder nämlich vollsinn an den Innenrequisite das den Standby Props an den kümmert sich schon drin dann dass du nur Alltakes immer als auf Ufang bringst genau natürlich müssen machen und Katastrophe bei dir sprang Wasser voll dabei ja also das war so ein Stress an mein Chefin war eben dass der Art Director da war doch immer der tut immer noch gekrascht hat Burnout oder so ein Summebruch und hat eben so ein E-Mail ich meine Theaterwissenschaft so geschrieben so Sprachenassistent und und du kommst du und du zum Boden nicht mehr gekrascht Sprachenassistent und ich einfach rangehalten gehen und war einfach ganz schlimm. Mit du hast die echt Leute kennengelernt beim Film. Und dann kommt der Berner Micho. Und der Berner schon seinen Namen kannt. Und Vicky hat mir dem gesagt, hey, du passt jetzt zu München. Und der Berner ist auch zu München. Den ist auf der HFF. Studiert die Produktion. Dann melde ich ein bei ihm. Und ich meine, Müller ist getroffen ein Jahr. Und so tun, mal cool. Ich produziere logisch schon einen Kurzfilm von Philipp Koch. Was kannst du machen? Willst du nicht Continuity machen? Und so, okay. Immer verkackt, kann du noch nicht verkackt. Gott, danke, Mann. Genau, und für dich gerne. Dann sind ich bei E-Gang von der HFF, der hat professionell gemacht, hat mir das alles erklärt, so richtig professionell. Und dann für dich Continuity gemacht, dann dann die nächsten 10 Jahre immer rumgemacht, versuchen zu verdienen. Und das war so, und du hast einfach meine echt Erfahrungen gemacht. Und du hast HFF mal wie so, bis du vor den Sockelhof kommen und so. Und die immer so, ja, mir eigentlich, was willst du da machen? Willst du denn da auf der HFF? Und ich war so kackisch. Wie du hast das eigentlich so angeplant, ne? Dass ich ein Stück bewerben und dass das geht und dass das auch alles Menschen sind und die sind mega fein. Und der Theaterwissenschaft war immer ja am HFF und die Leute sind immer so arrogant und du kannst wie so Kinder ran und so. Aber einmal war das alles so so greifbar. So greifbar. Ja, und dann probiert, schon keinem erzählt, außer wegen Älteren. Weil ich so Angst hatte, dass ich nicht geholt gehen und dass das so peinlich ist, dass ich schon von denen sind, die nicht gepackt haben. Und er hat einfach mega Chance, dass sie geholt gehen. Wer warst du in dem Moment? 22. Ah, okay. Ja. Wo könnt dann die Unsicherheit du hier meinst du? Weil du schenkst ja aber dann all die Sachen, die du lohnst, die hast du früher nicht für möglich gehalten oder für ungreifbar, unrealistisch oder wie ist das möglich, dass du obwohl du all die Sachen gemacht hast, wo Klangmunds, ich war verkleidet, da Sachen sind näher, da Musiker geschrieben, wie kann das da sein, dass du Gefühl hast, dass wir nicht machbar sind? Ich weiß nicht. Ich meinte, das ist einfach Ugeburt. Das ist einfach eine Unsicherheit, die schon. Die oft, das Künstler sagen, eine Unsicherheit und so eine Angst zu versagen. Oder ich weiß nicht. Oder das ist die Gegend, das ist eine totale Arroganz und du meinst, du bist die geilste von mir 100.
oder so. Das kann anscheinend, ich weiß nicht, gehen der Leute anscheinend doch. Ja, die geht es. Ich weiß, also, meine Mama ist auch, meine Mama sieht mir immer rum, hey, ich war verzweifelt. Ich habe immer gedacht, wird du das Mädchen kein Selbstvertrauen? Du hast immer gesagt, du hast so viel Talent, ich war immer gut an der Schule. Du hast so an dir gezweifelt. Du hast schnell getraut. Und so. Obwohl sie von den Älteren sogar die Unterstützung groß an Zusprache. Ich bin wirklich keine Ahnung. Der Knut hat sich gelöst. Der Knut hat sich definitiv gelöst. Ja, spätestens dann, meine ich. Also, nee, dann hast du doch immer so den Imposter-Syndrom, ne, dass ich einfach so schmenge Main lang und das sogar das erste Jahr auf der HFF immer im gedreht tun, dass man auch so, hey, die da ist so leid. Das geirrt. Du warst es gut nicht. Ich will schlagen. Aha. Sei. Ja, mir war doch wirklich geschrieben, was machst du? Also mein erster Film, den ich jemals gedreht habe, war als Bewerbung für TFF. Und für die war wirklich nicht ganz gut. Aber ich hatte Hölle von Max Jacobi, den ich damals schon gekannt habe. Und den hat mir geholfen. Dann Luke Wagner hat am ersten Film Matt gespielt. Das ist ja genial. Das ist alles wie eine kleine Familie. Ja, voll. Und schon hat nicht gekannt. Max so, ja, man hat bei Perle oder Pika gespielt. Hat das du perfekten Alter für den Geschichte? Und ich war so, mir hat das eine richtige Schauspielerin. Kann er da mit dem Bewerbungsfilm machen? Ich so, schon, obwohl. Einfach angerufen. Und dann, weil du kriegst auch bei mir, weißt du, kriegst auch Geburtstag. Und hat kaum Lunch. Viel mal zu gratulieren. Und dann habe ich ihm das nachher erzählt. Weißt du, nachdem hast du schon nicht mal getraut, dich zu freuen. Du warst bei Perle oder Pika gespielt. Und du warst starstruck. Ich war starstruck, voll. Mega gut. Und ich meine, war wirklich sicher kein guter Film. Also mein Papa und meine Geschwister spielen auch alle Mathe und Musik illegal an einen Zug gedreht, wenn man keine Erlaubnis kriegt. Und dann verdreht uns so gemacht. So, und die Kamera verstoppt, wo die Schaffner kommen. Mir ich meine, war eben eine Geschichte, die mir selber geschieht ist. Nicht krasses. Mit war einfach aus meinem Leben. Und ein Thema vom Film soll doch sein aus meinem Leben, witzigerweise. Und ich weiß noch, wo sie mich gefragt haben, ja, die Geschichte, war das aus ihrem, also aus das wirklich geschieht? Und so, ja. Und ich weiß noch, dass sie sich alle angeguckt und dann gesagt haben, gesagt du. Willst du das sehr pitchen, was die Geschichte ist? Das ist wirklich nicht ganz spannend. Also ich so denke, am Zug am ICE, wie für München, ernieft mir so ein Typ, ganz weird Geschichte, den aus seinem Laptop einen Brief getippt hat. Und da stand irgendwie die Lever, das ist der letzte Brief, den ich dir schreiben. Irgendwie so etwas. Und du liest dann einfach so Matt neben drin. Und ich habe schon nicht wie Matt gelesen. Und dann war ich so, oh mein Gott, den Typ will sich umbringen. Und ich meine schon nicht viel weiter. Ich weiß nicht, ob er ihn verreckelt hat oder ob er ihn zugemacht, der Laptop. Mir ist so, und der ganze Rest vom Tragedy, und ich die ganze gedacht, das ist so hin. Oder nicht? War das, wenn der Typ sich wirklich umbringen will? War das von dem Drehbuch angegangen, das zu schreiben? Ja, das kann ich so sehen. Mir ist weiß, dass ich dann irgendwann, wenn wir zu München und ich bin rausgekommen und schon nichts gemacht. Und ich habe mich wochenlang nur immer im Druck durch, hätte ich mich nicht so hin. Ja. Hätte ich sollte nur schwätzen. Und das ist der Film. Kann ich den Film noch nicht vergucken? Nee. Nee? Weißt du nicht, ob Vimeo nicht? Nee. Ich hatte schon Mini-DV, die muss noch gedreht, aber wir haben müssen auf VHS anrichten. Oh, fragt du was wirklich, Schal? Ja. Das war 2003, also das war damals noch, das müssen so machen. Und die VHS ist schon Keller, aber ich freue mich nicht so. Mittlerweile ist ja immer so eine Retro-Ästhetik, die in der geil findet. Ne? Die Mini-DV. Ja, und wir sind eigentlich gucken, aber ich meine, ich wäre nicht unbedingt positiv überrascht. Das Durchgang im Fall für einen TFF dann ranzukommen. Ja, ich meine eben TFF für sie ist ganz speziell. Sie haben nicht unbedingt nur Leute gesehen, die technisch begabt sind, die schon alles wissen. Ich meine, es gibt andere Filmschulen, die viel mehr darum gucken. Ich gebe so ein DFFB, so ein, ich kenne die Deutsch, ne? Die mir diese viel mehr. Berlin ist genau. Auch viel mehr so künstlerisch Art, also Arthouse-Filme und so. Gucken mit denen, ist der Künstler. Und als Filmschule guckt, hat die Menschen etwas erzählen. Und das ist scheißegal, ob die schon etwas kann, das lehrt dabei aus. Das technisch. Mehr, als du ein Mensch, der einfach Geschichten hat. Und schmengen an auch sind die Geschichten real. Sie kommen die Geschichten aus dem Leben. Also Prof war kein Fan von Genrefilmen, muss ich wirklich sagen. Was teilweise fand immer ein Schritt war, weil er wirklich Leute teilweise verboten hat, Genrefilm zu drehen. Mir hin, genau, nur das erste Seminar, was man hatte, war, geht man mit der Kamera raus, er filmt einfach mit Leuten an der Straße. Und guckt, was er da für Geschichte fand. Und daraus entwickelt etwas. Genau. Und ich meine, dass das, was Ihnen wahrscheinlich gefallen wird, an dem Interview quasi. Das ist natürlich ein Thema, was du keine klare Antwort kannst darauf geben, was mir auch schon mehr wie ein am Podcast beschwert und pro Filmschule oder kein Filmschule. Meinst du wirst dann da gelandet, wo du Haut passt, wenn du TFF-Demos nicht gemacht hast? Ich meine nicht. Wenn du Demos nicht geholt gewesen, wie wäre dann weitergegangen bei dir, meinst du? Oder was die Sachen, die du konkret gelehrt hast, die du nicht an einem anderen Szenario hast können
lernen. Ja. Ich meine, ich wäre entweder nicht beim Film gelandet oder ich wäre beim Film und ich wäre vielleicht Regieassistent oder Continuity oder so. Ich meine nicht, dass ich mich getraut hätte. Und ich meine wirklich, ist für mich, ich meine, ich schon erstens das gebraucht, dass ihr mir seht, ja, du kannst das, wir leben und dich. Und ich habe gebraucht, dass ich da, also ich habe einfach mega viel gelernt da. Was anderes, wie der Golf zum Beispiel, oder sich einfach schon längst selber beigebracht hatten. Und ich meine, dass es wirklich genug Regisseure gibt, die nicht brauchen. Und ich bin unheimlich dankbar, dass ich da ganz viel gelernt habe. Und ich meine, dass der zentralste, wo ich so ein do für die Filmschule gut oder für mich gut oder die heute Schule, war, dass man ganz viel mit Schauspieler geschafft haben. Dass die Menschen schwer ist. Du kannst dir ganz viel technisch mit Bücher beibringen. Wie du das ganz schwer Neues zerwaschen und so. Haut Regisseure Regisseure, ja. So. Darüber noch wieder Regisseure. Ja, genau. Du lehrst schüss mal machen. Ja. Und du brauchst dafür andere Leute. Und das ist immer so ein furchtbares Gefühl, immer Leute im Gefallen zu bilden. Weil es darum haut für mich eine kleine Übung machen. Ohne so und so. Und du musst machen, was ich dir so. Genau, findest du das cool? Ich weiß, du verdienst einen Punkt, um da so. Voilà. Und einfach immer so Seminare zu haben, wo du immer verschiedene Techniken lernst, mit Schauspielern umzugehen. Einfach immer gezwungen ist. Und die ersten Seminare war für mich den Horror. Du stehst von einer Klasse mit 10 Leuten an 2 Profen. Du sitzt 3 Stunden lang gucken, weil du dumm bist. Mit den Schauspielern, was du ihnen siehst. Und am Anfang weißt du gar nicht. Und natürlich siehst du lauter Sachen, die du nicht so als Regisseur. Und oft. Was sind das, pardon, wenn ich unterbreche? Was sind das zum Beispiel so Sachen? Also die wirklich nicht soll so. Die wirklich nicht soll so. Kannst du Männer machen? Kannst du mehr machen? Kannst du das groß machen? So, das ist ja die schlimmste Sache, die kann so. Aber wie war das so schlimm? Weil ich Schauspieler dummer dann nicht kann, also doch, kann du mal da aufhängen, aber das Resultat ist nicht gut. Boah, du kannst natürlich noch Schauspieler interviewen, die werden da vielleicht gehen, so, ne? So aus mega Perspektiv. Wenn du, sobald ein Schauspieler anfängt, rauszusehen aus der Rolle und sich selber zu beobachten, aus raus. Und das nicht mehr am Gefühl, das nicht mehr am Moment. Und was du ihm siehst, mal mir groß, dann denkt er, ja, mir groß. Und dann hast du nicht mehr da, und das nicht mehr am Gefühl. Und dann beobachtest du draußen und denkst, das ist zu klein, ich muss mir groß. Was hier braucht, sind einfach Usuren von der Rolle aus. Und auch am Moment zu sehen und zu wissen, was will ich erreichen. Und aber nicht mehr aus deiner Rolle und aus deinem Gefühl hier. An dem Moment, wo nämlich dran ist, aus der Verlust, also nicht gesagt, du merkst das direkt. Das ist also gekünstelt oder das, genau. Das riecht schon fake. Genau. Und auch schwer zu sagen, zum Beispiel, kannst du ein bisschen mehr traurig spielen. Das ne? So Emotionen direkt bezuziehen. Genau, und alles, was mehr traurig. Mehr traurig. Da muss ich noch mehr kreischen. Oder ich muss noch mehr groß. Mein Gesicht. Ich übertreibe, ne? Was ist traurig? All Mensch trauert auch nicht. Und dein Umgang mit der Trauer, als das, was das spezifisch möchte. Und das hängt vom Charakter auf. Wer ist der Charakter? Und wenn hier, das ist ein echt Gefühl als Trauer. Okay, wie geht denn dann da die Leute, die verstoppen? Die Tränen. Die Leute, die losen sie raus. Die Leute, die probieren so zu lachen und Tränen. Die Leute, die gehen da Rosen. Leute, die gelernt tun, dass sie müssen, ihr Gefühl irgendwie so zu verstoppen. Die gehen da Rosen. Also so. Und das musst du mit dem Schauspieler beschätzen. Wie geht es hinter da immer in der Situation und so weiter. Meistens sind Grundlehrer dafür schon am Drehbuch dran. Genau, mir heißt du nicht, ne? Und heißt du gesagt, Schauspieler und denkst, ich glaube ihm das gar nicht. Am besten Fall nicht. Du hast ja das Casting gemacht, du hast ja die Schauspieler rausgewählt, das du gut findest. Mit kann geschehen, kann auch einfach drüber allein, dass die Schauspieler den Tag Neues gesucht haben, irgendwie eine schlechte Nouvelle kriegt oder so. Und das nicht dran, und dann könnt ihr dann die Emotionen ran, und da musst du gucken, dass du mit ihm einfach hältst und ihn unterstützt, dass du racken. Da meistens hilft das einfach, die mit Ziele schaffen, mit Werbe schaffen. Das sind einfach Sachen für die Schauspieler an den Moment zu bringen, und zu sagen, hey, konzentriere dich darüber. Probier den anderen Schauspieler dazu zu kriegen, dass ein Dat möchte. Das ist dein Ziel. Und da warst du fokussiert, da warst du am Moment. Und da probierst du verschiedene Möglichkeiten aus, wie kriege ich hin dann dazu. Und da geht es menschlich, da geht es interessant. Und schon bei meinem Tournage gemerkt, Heinz benutzt ein Ziel. Heinz, du erinnerst du den Schauspieler an dein Ziel, du weißt ja, dein Ziel ist für das dort, und das willst du. Und das geht durch. Heinz, bist du, okay, dein Ziel ist klar, mir schon Gefühl,
den Erdeweis du hin zu können komme funktioniert nicht probier doch mal der Erdeweise raus probier mal mit dem zu flatten vielleicht kriegst du dann im Fanger gewickelt oder ich meine das möchte ich gackisch gewöhn mal hart keine Ahnung jetzt sind alles das verändert den 10 immens und das sind einfach so Erdeweise wo du immer probierst funktioniert 10 lo oder lo nicht Heinz du geht ja Bild durch stelle 4 der Toten aus stell für die andere Person als ein Monster stelle 4 schießen in so Sachen ne und dann hat der Schauspieler Bild an das hängt ganz viel von der Situation auf an auch vom Schauspieler wie er schafft wie ein Drobers an ich meine du hast eben der Punkt das schließt Erfahrung Regie als ausprobieren und du weißt ja auch nicht was nur am Schnitt funktioniert je besser du geht als Regisseur je mehr desto mehr weißt du manchmal du hast eine Intuition und desto mehr hast du all die verschiedenen Tricken ob Lara das ist Tricken all die verschiedenen Art und Weise am Schauspiel zu schwatzen ob Lara kannst du mehr schnell auf den Punkt ich meine das Regie ehrlich gesagt immer sicher ist nur das 10 an die Sichte am besten Fall Mama Schauspieler ob sie den Augenhöhe zu summen an der Schauspieler kann die auch so hey du funktioniert für mich nicht ist deine Art und Weise und das kann ich auch gesagt beim Dreh zum Beispiel gib mir anderes gib mal Bild gib mal so und das sind einfach so hi okay ja du mal da kann ich schaffen okay ich probiere mal so und dann probierst du und du siehst gemeinsam nur und gibt ja kein Wursch, das ja auch das gibt natürlich ein Spiel was du mehr kredibel findest oder mehr realistisch so mehr, aber ein gewisses Niveau für Schauspieler geht es just darum um richtige Fehler an der Szene zu sichern und du gibt es kein Wursch du hast einfach was stimmt für dich was stimmt für hier was stimmt ja nur für den Zuschauer dann gehst du dich schon also vielen Dank bei der Casting zu kommen wie gehst du dann ein Casting un also du das ja all Mensch als tickt ja nicht als Schauspieler du musst die als Regisseur musst alle gut den ähnlich du packen andere Langage verwenden an verschiedene darfst die überhaupt können du schwätzen dann lässt du werden wie findest du das dann raus weil auch wenn du Menge Erfahrung wird mal gewesen dass auch wenn du so fräst was brauchst du was willst du nicht weißt du, wie schaffst du sie können etwas so und dann den nächsten Tag vom Drehen also einfach komplett anders Day was da steht ja wie du brauchst ja irgendwie so psychologisch ein Feingefühl wie gehst du die Sache tun also ich meine schon Mama nur all Casting von einem Schauspiel manchmal noten was gut von wird nicht gut von tun und sind einfach verschiedene Aspekte das ist das Sympathie ich meine wenn du dich von Anfang an nicht mal lang verstehst geht es schwer ganzen Dreh von stehst durchzuhalten das ist echt ja. Dafür fand ich in echt Treffen mega wichtig und Heinz du geh doch durch dich mal Kaffee trinken zu gehen also gerade bei bekannte Schauspieler oder alle Schauspieler ich meine etabliert Schauspieler du musst ja oft Casting mehr du weißt dass sie gut sind und ich meine du geht es viel darum dass denke ich so mit Kaffee trinkst an die Drehbuch schwarz und da gesagt schon mal versteht er ich gut versteht er die Figur ob ähnlich Art weiß die da bei einer Weile langt das mischt doch viel aus das war zum Beispiel beim Edgar Selge bei meinem ersten Film so ich hielt mich bei sich daheim invitiert und wir haben zusammen Kaffee getrunken und hatten wir so klein Theatershow organisiert und da war nicht klar dass sie einen Troll gegen kriegen oder wie? Nee natürlich gesagt für ein Drehbuch gut und dann wollen wir mit drüber schwatzen und sind hingegangen und dass sie mir schon so kleine Kuchen mit Schokolade Pistache gegeben hat war den ersten den ganz Gerhard das war den echten Hinweis dass das eine gute aus nee dich sich bei dir raschleiben das funktioniert gut okay Schauspieler da besser Bescheid nee also war schon immer sympathisch ehrlich gesagt für seinen größten Schauspieler nee mir bon und dann mal geschwart und du hat dann einfach erzählt was den Gedanken zum Drehbuch waren dass sind sich schon nicht ganz sicher aus wir warten sich schon nicht ganz sicher aus und hat mal ganz persönlich Sachen erzählt wo es ähnlich geht auf aus einem Leben zum Film und das war schon auf Apps für mich wo du okay hier kann du mal das aufhängen hier weißt du was du schwatzt genau und du an so danach so an ich fand ich ganz sympathisch und ich hatte jemand Lust zu machen mir Sprache für dich für drüber nachzudenken weil ich nicht wie so statt kann genau und du hat mir von Bescheid gesagt und das war bei ihm so also das war bei der Rolle überhaupt so ich hatte schon 2 andere Schauspieler getroffen voilà das war sein Casting also zu so mir ich weiß dass er eine gute Schauspieler ist und du geht es ja wirklich darum können wir zusammen schaffen aber bei der Jonker Frau war so dass das ist auch kein Nobody das kein Nobody genau ja. Genau und du brauchst und bei dem so es gibt genug Filme die du da kannst gucken willst du so ein schon hier gut oder nicht natürlich kannst du nur Konstellationscasting machen mit der andere Rolle das geht natürlich ne wenn du das brauchst also Konstellationscasting da merkst du dass die zwei zusammen genau okay. Dass du merkst ob von dieser sympathisch können man den auffangen an funktioniert das für den Film hast du eine Sympathie oder eine Antipathie wie auch immer
so da definiers vielleicht willst du auch dass du das nicht verstehen Ja. denkst, das ist das für den Film Genau, was Story braucht, ja. genau bei uns war an dem Fall so dass man nicht mehr so viel Zeit hatten an als zu dritt getroffen für ein Drehbuch durchzulesen und zu gucken wie da das natürlich einfach super funktioniert bei ihm war so dass ich schon einen Schauspieler im Kopf hat beim Schreiben und der das dann noch ging mir hun aber So ist nicht gewählt, echt. Luna Wedler Ja. und schon aber Casting immer weil ich mal gedurcht und bon just weil ich am Kopf und das nicht vielleicht nicht unbedingt die beste Person für die Rolle und Du hast nicht kannt wie drin, gell? Du sagst, war... nicht persönlich nee Mhm. mir Durch schon Filme als mal- Filme Ja. und ich hat dann wirklich viel Jungfrage gecast und hat war dann an den finalen 2 war das einfach so auch Gefühl ich war einfach ganz bereit wenn ich sein Casting geguckt und können wir immer tränen und schmengt war weil hat eben an der Szene die gespielt wird sich nicht dem traurigen so hingehen hört nicht so, oh, sie ist so traurig me so da geht gekämpft wird dann eben die ganze probiert wird zu lachen während das gekrasch wird dann war einfach so okay wie krass ist das wie packt das wie kann das spielen das geht so auf so viele Niveen ja und bei dem Casting war dann einfach so schon all Schauspielerinnen getroffen weil den ersten Eindruck war ganz wichtig waren da dabei die ein bisschen arrogant rüberkommen sind oder es waren da wo ich dann Uweisungen gehen und schon beim Casting wirklich ausprobiert und schon gesagt, okay cool lo probieren wir etwas komplett anderes aus was vielleicht komplett gegen die Szenen geht also das vielleicht ein witzig Szene und so halt Logis oder ran und du bist einfach mega traurig oder umgekehrt oder so und ich will einfach verschiedene Sachen ausprobieren viel zu gucken können wir mal nicht schaffen kannst du umsetzen kannst du Asian selbst mal da auffangen was ich so Ja. und zweitens kannst du umsetzen und waren da dabei wo ich wirklich schon jetzt spielt Alkes Zahlwurst waren da dabei die immer gesagt ja und dann einfach gemacht was sie wollten Mhm. und Göffen da wo ich schon oh wow hat Jack voll weil das mangen oder hat übersetzt das für sich auch von Anfang sieht hat übersetzt das für dich und hat schafft immer da an das Alltag anisch zum Beispiel ne und das weißt schon mal so okay mir können man nicht schaffen an so gewann vielleicht nicht genau so umsetzt wie ich mir das vorgestellt und ich denke sowieso nicht dass ich die Genie sind den alles weiß wie es muss sein wir können ausprobieren und das ist Ja. spannend Ja. Die Kommunikation ist immens wichtig. ja genau Dass da du könnt, was du siehst und dass ihn versteht, was den anderen meint. Das geht ja in so Richtungen Genau. natürlich. ja Was du denn abgeregt bei so Castingen? Du hoffst natürlich, dass die nächste Person rankt, aber du müsst ja wahrscheinlich dann wie um laufenden Band. Aber du hoffst ja auch, dass dann die nächste Person, die du dann du sitzen hörst, dass das der ist. The one. voll Was du abgeregt, weil Schauspieler sehe höchstwahrscheinlich, vielleicht nicht alle, aber die meisten sind höchstwahrscheinlich abgeregt, dann vielleicht ein bisschen Angst, dann, oh, das ist die Regisseurin und ich bin echt falsch machen. Und mein Punkt ist, was können die Schauspieler so für die Nervosität dort zu holen, wenn sie einen Ableck kriegen, wie von der anderen Seite ausgesagt, der Prozess. okay der nächste Punkt ist ich sie furchtbar nervös und ich vielleicht meinen den dass der Regisseur oder vielleicht auch diese Regisseurin die du sitzen also alle komm ran gucken Stern so nächste ich sitzen du und ich bin so okay war das von mir nicht auffällt war das von ich nicht wie ich so soll war das von ich mein Gedanke mein Gefühl nicht auf jeder kann umsetzen weil sie hun just mein wieder sie just mein Uweisungen für immer dazu schaffen und ich musste auf den Punkt bringen und ich sind nicht den beste Mensch wann darum geht ganz klar zu schwätzen auf den Punkt zu bringen wie ihr vielleicht merkt schon hab's an mir schon Gefühl schon hab's und da muss ich das ja einfach so ganz klar auf den Punkt bringen für das der Schauspieler immer da Apps kann aufhängen so das hat echt du sind mega nervös dann ich hat einfach mega talentiert an auch bekannte Schauspieler do who am I ihnen Uweisungen zu gehen ne? Das ist der nächste Film, und weißt du, ja. das ist dann echt für zu beweisen, dass du das kannst. voll Also nicht an dem. aber wir sehen nicht ich sehe nicht doof also wir schaffen auf engem Level und ich kann genauso versagen wie sie also und ich weiß auch muss ich auch dabei sein ich weiß nicht immer direkt nur dem sie do waren ob das lo gut war oder nicht oder ob ich mal zufrieden sind oder nicht ob das lo aus oder nicht ich mache mir da Noten und dann gucken ich mal Casting-Video und nach ein un bei mir war das so, dass ich schlossen sie da vielleicht 1 oder 2 Wochen lang schon sie das einfach Tag allen nach geguckt mir du hat das nämlich gefehlt und da gucken sie einfach mal Distanz nach ja na das ist oft ganz ernst und du bist so ja ich hatte beim Casting nicht irgendwie gedurcht das ist alles viel zu viel theatral Ja. und ich mir gelohnt das ist ziemlich gut auf den Punkt oder so ne also das am Endeffekt muss das Kind Theater das muss ja Film so noch funktionieren und wenn es am Raum was beim Schauspieler kann es sich oft auch nicht viele wie wenn es Tenor Filmvideo gesagt Ja. genau das ist auch do oft wir sind den Tag selber nicht das vielleicht auch absolut Schauspieler nicht wissen
verbringt die ganz viel Zeit und dann weißt du andere Leute guckst du selber Gefühl oder nicht. Der Schauspieler den Gefühl hört wir gut gegangen net mega verkackt und dann am Endeffekt war da aber viel besser wie mengt kann dat sinn dat kann sinn doch absolut rich gefiel die von also ich mange noch also Regisseur so okay du war net gut schau wer den immer häflich sind immer so viel muss mehr se dat war gut natürlich weil allein dass dem Mensch kommmerst für dich viel zu schwatzen was du so dankbar an der lang dass du stung also ich plagisch gemacht für der Kamera was du so dankbar ist schon es hat auch so Jahr lang selber Schauspiel Unterricht Schauspielkurre geholt und das war wirklich ganz schlimm mir ist schon ganz viel geleiert weil du merkst für die erste Kehr wie aus für eine Kamera zu sehen an wie hölleflos du bist wenn du keine gute Uweisung kriegst ne und wie du eben anfängst dich von außen zu beobachten vorbausen und okay wie manche da besser und so weiter und das du Regisseur die sieht so ja man das nicht groß so. Und du merkst beim Spiel selber du bist nicht dran an der Rolle du bist nicht gut du bist also und dann die richtige Uweisung zu kriegen die dich einfach ans Zehen bringt wie dankbar du bist und wie schlimm das von das nicht der Fall ist wenn du selber nicht weiter weißt weil du brauchst Hilfe. Das war immens höllefreich und du bist so dankbar für alle Schauspieler, die sich für eine Kamera für dir plagisch und du an die Emotionen. Ja, verdient enormen Respekt. Ich habe ein bisschen geschauspielt und ich weiß, wie schwer das ist. Und dann ist dann so, mach! Und alle Menschen gucken auf dich. Du hast Scheinwerfer am Gesicht, du hast eine riesige Kamera mit einer Linse, die ich weiß nicht, wie viel 1.000 Euro kostet. Und alle Menschen gucken dich und lebt gedoppelt den roten Punkt am Magazin. Und dann musst du machen, und dann musst du gut sein. Und dann musst du wirklich aufhängen, sich auszutun und das ist nicht evident. Guck wie das am realen Leben als du auch schon so, wenn du fängst wenn du heim gehst, anfangen zu kreischen und so, pardon, ich gebe sicher so, pardon. Das ist so peinlich, ne? Emotionen zu weisen, sich abzumachen. Das ist intim, alle Fasern im Körper sträubt sich dagegen. Genau, du willst das nicht und du bist der 4 auf Schleit. An einer Kamera, an einer Lucht und so weiter. Und du musst das alles vergessen und du musst trotzdem das füllen und nicht lasslosen. Das ist so schwer. Ja, und dann nachher kommen du kriegst nachher die Blödsinn natürlich gesagt. Das ist aber nicht so emotional. So schwer. Das ist wirklich schwer. Und genau, also dafür... Der Kater, so Flieger im Hammergang. Und Action! So nachher, ja. Nee, also... Nee, ich bin so Respekt für du an dafür, das sind einfach dankbar als Regisseur. Das war also gut, dass du die Kurve geholt hast. Das war mega gut, ja, das war mega gut. Mit das, wie du hast gesagt, was ich mega interessant fand, tun beim Casting 10 gespielt. Du gehst heim, Schauspieler gehen heim, und du weißt eine Woche lang nicht, war das gut oder war das nicht so gut. Set hast du die Zeit nicht. Wenn gedreht geht, dann musst du am Moment können so, und das war nicht gut, das war gut, und du musst den Unterschied direkt erkennen. Und schon im das auch immens wichtig ist für die Schauspieler natürlich auch für das Vertrauen zu dir nicht zu verlieren. Das ist ein enormen Druck, ne? Das von dir verlangt wird, dass du direkt Qualität erkennen, abschätzen kannst und dann so, machen wir da rein, war den dort, war die gut genug oder drehen wir nach rein, weil Zeit lebt das davon und genau. Geht dann genau, das ist schon wie gehst du dann dummer da eins? Ich fand schon oft ums Set gekrascht von Frustration. Und ich weiß, dass ihr immer seht, wo als Regisseur, als Chef von CEO, wer auch immer, das immer lehren muss, ne? Dat eben, du bist der Chef und du musst ein Team leiten und du darfst keine Emotionen weisen. Das ist mir scheißegal. Ich denke immer, da seht ihr all, wie leidenschaftlich du dabei sind. Und ich bin ein emotionaler Mensch. Vielleicht weil ich eine Phrase, vielleicht einfach, weil ich so bin. Aber mir schildt das immens matt und dann kreischen scheinst du. Nee, weil mir wirklich etwas bedeutet. Und das ist wirklich die Echtkeit, dass ich selbst heieren, da sind offen dazu steht, so wie soll ich so Emotionen zu weisen also schwächt das was ich gesagt schwächt so zu gehen weil könnt ihr immer gesagt wie es gerade gesagt ist fake it till you make it wisst total unnahbar bleiben wisst nicht umgelos sind wenn es der unsicher Bas oder wenn es der undecidiert Bas oder der Stress nicht packst und das tut für dich funktioniert du hast nicht Gefühl gehabt dass da dich ein Fade Apps kascht hat dass du angebüßt hast am Gegenteil also schon das schon werde schon oft nur gedurcht und auch einfach an dem Ding ist dass ich auch schon frei auf der Filmschule gesucht habe, pass auf als Frau. Also gehe immer nach wenig weibliche Regisseurinnen. Oft wird gesucht, dass einfach, weil ja mit der Familie nicht kompatibel ist.
mir auch weil mir zu viel harmoniesüchtig sind mir Frauen zum Beispiel ne und die hat mal pur so Podium mit pur Regisseurinnen die da waren für was zu schwatzen und du gewort an dem uns gesucht das wissen noch am echten Jahr HFF ja ich weiß auch ich will immer Harmonie ich will dass alle gut geht mit als Regisseur der wird dir nicht wichtig sein der Film geht für und du musst da kategorisch sein und nicht und du kein Gefühl dem Team zum Beispiel wie weiß ne und du musst mehr Frauen einfach doppelt so streng sehen oder mehr hart kämpfen. Ja, schon oft, ja. Ich finde es ein bisschen satt von den Diskussionen, dass mir Frauen immer gesagt geht, wann ihr wollt abgehen, muss da ihr aufgucken von den Männern. Und ich denke mal so, mir fragen sie, wieso mir sind. Wie seht, dass das männliche Geschlecht das richtig ist? Ja. Ne? Ja. Natürlich, die kommt immer damit, also pardon. Gewisse Männer kommen immer damit weit, sie sind mir hart. Mir schon immer gedacht, nee, Feminismus oder Gleichberechtigung heißt doch nicht, dass wir wie sie. Das heißt doch, dass wir unerkannt gehen so, wie wir sind. Ja. Und das fand ich ganz wichtig. Und du fährst mir so wichtig, auch zu sagen, ja, ich habe die Schwäche, also deine Schwäche, ich schon Set just positive Feedback gekriegt habe. Ich schon ein Team, was kommt bei mich, mir an den Arm geholt und gesagt hat, ich fand das so schön, dass du so emotional bist. Oder wenn Schauspielerin so schon nicht so gern, dass du auch oben ums Set kreist, weil das war, du bist so, wie du bist, und ich finde dich so gern, du weinst, weil du Emotionen weißt, aber weil ich dir vertrauen, dass du Sachen spürst, weil du so emotional bist, zum Beispiel. Das ist ein emotionaler Job. Wir erzählen eine Geschichte, aber wir wollen Menschen berühren emotional. Das heißt, natürlich berührt auch mich das. Wenn ich ein Mensch wäre, den einfach so careless, also zack, zack, nächsten Take, kann ich da gute Geschichten erzählen, ich weiß nicht. Aber es gibt natürlich auch von Grund auf fährt, dass du kreist, wenn du kreist, ja. Du frustriert bist, dass du, weil du nicht weißt, was machen wir lo, du bist gefroren, also dreht du das links, und du musst ja. Das könnte vielleicht Männer gut sein. Du musst trotzdem gidieren. Wenn ich gekrascht war es meistens, weil mir gesagt hat, du hast keine Zeit mehr. Ich bin einfach ein Mensch, den seine Emotionen dann vielleicht nicht ganz so kann verstoppen. Genau. Und das stellt dann am Veo-Kontra stärker ja. Im Endeffekt. Ich meine, wir haben sie mal von einer anderen Frau ausgegangen, ich weiß nicht mehr wer. Ja, man nicht Fähigkeit für direkt können zu jugieren, ob ein Take gut war oder nicht, am Moment. Genau. Und das ist nicht so einfach, weil du echt mal, du hast, das geschieht für runter, du hast nicht, und du hast 50 Schleider am Rick stehen. Du passt du passt auf so viele 100 Sachen, ob den Ton, ob was ist scharf. Ne, als der Fokus sitzt den Movement mit der Kamera also so wie man gesucht hat und sie 100.000 Sachen die du musst gleichzeitig jugieren probier dann natürlich dann Schauspiel wie möchte den das nur am Editing zu sitzen und zu merken dass die wo du gesagt hast okay mir war absolut nicht der Fall ja ich meine das von denen habt Sachen die ein Regisseur ausmachen die Sachen zu lehren oder die Sachen zu wissen ich meine schon so Gefühl dass das aus was du eben just kannst durch Erfahrung lehren und dafür ist das auch natürlich auch durch Intuition und Talent was wie sich aber das sind einfach Sachen die du nur beim Drehen lehrst dass du immer das hast immer im Schnitt sitzt und immer merkst ich hatte eine andere Intuition im Set wie ich am Schnitt und schon nicht voll also mir holen nur ganz andere Taken oft nicht mehr ganz oft tun wir den ersten Take und schon das 7 gemacht so why ja es waren ganz oft technische Sachen die dann nicht funktioniert und dann schon gesagt das ist eine Katastrophe es war keine Katastrophe das Spiel das ist wichtig das Geschichte zu erzählen das ist wichtig und oft den Schauspieler am ersten Take am intuitivsten so zum Beispiel das ist auch das was als Filmregisseure von Theaterregisseuren zum Beispiel Unterschied genau das Theaterregisseure 6 Wochen haben für Sachen auszuprobieren und zu entscheiden und zu proben an das ja auch das war der Filmshow Layer zum Beispiel aus schnell Entscheidungen zu treffen schnell zu wissen was du willst ja, das ist mega schwer ja. Was hat den Talent war dem muss hun oder hast du Techniken für sich da ich denke du kannst sicher lehren es gibt bestimmt Leute die das schon können und immer der Geburt gehen mehr schmengen also ich merke bei mir der selbst lehren aber über die viel Kurzfilme immer neu geleiert tun auch dass du schnell auf den Punkt muss kommen und das war der Filmregisseur ausmacht du hast 7 Takes am besten Fall aber du hast so 2 Taken und du kannst nicht sogar mal in Take so und so nee du musst schnell ganz schnell wissen was das ist weil du weißt nicht ob du noch 3 Takes hast oft, ne? Und das ist irgendwie aber auch so der Reiz fand ich vom okay was war dann das Take okay, was komm wir probieren aus oder so aber auch noch wichtig dass auch auf der Filmshow gelegt von einem mega cooler Regisseur
schon Set darum zu denken, dass du nicht weißt, dass du nicht was tust. Das heißt, ausprobieren. In Tag 3 Varianten, 3 immer Varianten. Für das du am Schnitt kannst immer 10 auf verschiedenen Leveln kannst aufpassen. Robert der Ruf schrauben an der Intensität. Und schon gemerkt, zum Beispiel hat man das fast viel gehalten, schon am Anfang nach viel Variante gedreht. Und irgendwann beim Stress und so weiter, habe ich immer meine Variante gedreht, weil ich immer mehr drauf war, so, oh Gott, ich will einfach einen guten Take haben. Und vergisst du, dass er nicht muss perfekt sein muss. Das ist lieber auch mal ein in die Richtung probieren, ein in die. Und dann hörst du am Schnitt einfach die Qual der Wahl und du kannst die beste Film probieren draus zu machen. Und Schnitt eher schon auf, die inszeniert. So. Hast du kein Imposter-Syndrom dann das bei dem nächsten Feature-Film? Nicht so stark. Ich meine, ich war einfach zu busy. Das klingt Zeit wieder. Ich weiß noch, dass ich ein paar Mal Set stehe und mich schon kneifen. Einfach weil ich vergessen, okay, krass. Ich stehe Set von meinem ersten Kinofilm. Cool, friedlich kurz drüber. Und da geht der Stress weiter. Mit war wirklich ein paar Mal so, oh mein Gott, das ist wirklich real gehen. Endlich, nur all den Jahren. Ja, wie cool. Und du warst ein bisschen traurig, wie drüber war? Ja, das ist interessant, weil ich schon Filme an andere Posten geschafft, also gerade als Continuity. Ja. Und ich war immer traurig mit dem Dreh, weil du gewinnst ja eine neue Familie, ne? Und du schaffst so lange mit denen und du hast bald kein Privatleben mehr und du freust dich aber immer hast du das lacht du nur, dass du immer Dinge im Alltag bist und die Leute alle nicht da sind. Und zu denken, andere Leute wahrscheinlich auch von null ist, die nicht gerade auf der Schwarzen und so. Und das wäre so eine Mischung aus traurig sind und einfach pure Erleichterung, was man dann alles tun, weil du bist natürlich all darum sagen, das kann immer was geschehen. Du weißt nie, ob du alles kriegst. Es war oft so, dass ich wirklich hingegangen sind an einem Bett oder an meinem Zimmer war wirklich krass und geschrieben, den Eischott nicht kriegt. Den ist so wichtig. Und dann sind schwarze gegangen mit meinem First AD. Okay, pass auf, den Shot ist mega wichtig. Und hin auf den immer so, Aline, du weißt mir ein Pensum, wo wir los schon wissen, dass wir nicht alles können drehen. Und du können wir nicht noch dabei setzen. Ich weiß, das ist so wichtig. Okay, komm, überlegen, wie können wir das machen und so weiter. Aber du bist einfach froh, wenn du alles hörst. Ein Thema hat mich auch interessiert, dass wie du deine Energie andeelst. Weil vom Regisseur wird ja verlangt, dass die ganze Zeit, du musst extrem wackrig sein, oder ob Zack sein, und der Gehirn muss ganz hoch drehen, von der ersten Minute bis zur letzten. Und du darfst nicht mitgehen, weil wenn du anfängst mitzugehen, dann geht den ganze Kipp mit, das 50 Jahre auf, ob jeder rundherum sich. Wie musst du das in den Techniken für das zu maîtrisieren, für so ein Marathon wie da eben hast, so 1,5 Monate oder du siehst, du hast 33 Streitig, für das so oben zu halten, die Energie. Ich kann auch just so an das Adrenalin. Weil es geht einfach, weil das dein Baby. Und ich war schon ordentlich fragt zwischendurch und schon auch teilweise ganz schlecht geschlafen. Natürlich, weißt du, so viel Gedanken mit und so weiter. Und wir sind die ganze Zeit gereist, wir waren auch da in einem anderen Hotel, weißt du, dann hast du einfach Hotel, wo es nicht gut schläft und so weiter. Mir das so aufregend und schon meinen Job so gern und ich will, dass der Film abgeht, dass das bringt dich einfach über Tronnen. Und Trigger schon am Anfang auch gedacht, nee, und da gehst du all oben brav hin, du trinkst nicht, du gehst nicht mit den anderen abs trinken, du isst nicht oder du isst abs Klange, sondern gehst auch direkt an Bad und so weiter. Es geht nicht, weil du musst auch oben raufkommen, mit dem Adrenalin und so weiter, das ist ja auch so etwas, ne, dass du wirklich so und dann nicht all da super happy, jetzt oft bist du oben immens frustriert und denkst, du kriegst nicht, was du wolltest. Was mir geholfen was hat aus all oben meinen Freund telefonieren, den einfach nicht mit Film zu den hat, an dem ich einfach so Ruf brüstet, ne, einfach so über all das Sachen zu schwatzen, dass du halt gehst. Mit das irgendwie was du so, ja, das nicht. Welt genau, den Drama, den so in den Kopf ist, die Erstellung. Das ist der Film. Und der Film wird auch funktionieren ohne die Erstellung. Also bringt es ein bisschen auf. Heinz so nicht. Mir bringt es ein bisschen so an Normalität. Natürlich ganz so Sachen mal wie so, wie drin hat ja so Entspannungssachen, Meditation, durch und da bis ich reagiere so krass auf so ASMR. Wirklich? Sachen, ja. Also chillt mich mega. Also ich Heinz so einfach so ein Video gemacht, das ist ein Audio mit Kopfhörer, ich bin Stöhner gelöscht, einfach bringt mich einfach auf. Eileen. Ja, genau das. Es kribbelt. Funktioniert mega bei mir. Und irgendwann habe ich aber auch gemerkt, dass ich das brauche, mit dem Team zu sehen, was. Martinen erstens mit ihnen drängen zu gehen, weil mich da doch bringt. Weil die Leute erstens also live sind, weil ich an meinem Zimmer ein bisschen vereinsamt gefühlt und also genau, und am Ende habe ich einfach nicht mehr so drauf aufgepasst. Du
du schme gemerkt mir det gut mat den mat gewisse Leute vom Team Owes zu sehen für allem Film am Luna auch also mir einfach mega gut verstanden und wir hatten einfach ein super Team sind einfach so oft Musik gemacht Owes auch schön. War einfach ganz schön ja an den frei dich wie du verbrucht unterschiedlich still was geschafft ich war oft in der Sauna wir hatten oft Sauna weil mir viel an die Bierger gedreht an die Hotellen hun auf den Sauna ja perfekt wir waren oft an der Sauna also ist natürlich schwer berät für die nächste Woche mir waren oft an der Sauna bist du der ganze Ki an Sauna gegangen den weiß so, ja das ist Teambuilding mir hatte wirklich also ich muss wirklich so ich hatte so Chance Menge gekippt das war einfach ein Dram sie waren also so live du weißt das gesucht geht und Erfahrung vom Turnier ist gut dass du das Film genau und auch das will ich beweisen dass das nicht dass so das nicht geht ja. Ja, natürlich geht es noch gar nicht ja ich bin überzeugt dass es auch nicht geht und ich hoffe nicht weil ich will nicht Filme machen wo ich Base schafft sind ja. so ich will das nicht dann mein Schläfer ein anderer Beruf also ich will Druck leben und das ist möglich ist die zwei natürlich musste für der Baby kämpfen natürlich musste Heinz so ein Team das man wirklich lädt wir mussten da noch machen und Schwester sieht alle mit und Schwester hat keine Lust mehr so Sachen ne ja. du ich meine geht ach, das wir leben auch du musst ehrlich sehen mit den Leuten und da verstehen sie dich und das Schlimmste dass ich finde als Continuity auch viel Dreher lief wusste einfach all da überstunden muss okay können der Fred Highlight das wirklich schlägt wir wissen das scheiß aber wir wissen wir können keine Waschstunde bezahlen bei all drei wo ich den Produzent komme so gesagt das wirklich schlägt mir hun die Szene nicht mir kein Mädel geht zu nur drin ach das ist okay und Leute immer gesund natürlich das ist immer ein froh Respekt respektierst du dass die Leute all do sind für deinen Film an May machen wie sie müssten toll die noch da sind selber ums hat geschafft wird an wie scheiße spielen kann wenn du Gefühl ist ausgenutzt zu gehen oder so ja kannst du mir denken ja los ich wird schreiben schwarze ja Ofrag, ja Lummer über Regiefeiere geschwert das du nicht nimmen das ist nicht alles fest ist du schreibst ja auch ganz viel und du hast auch Haifi Drehbuch geschrieben das ist auch eng eng schwierig Beschäftigung ja so lang selbst mit dem ich immens selber nicht selber schreiben das entweder der Chain zu der Welt oder das ist das Schlimmste in der Welt weil du warst eben eine lang außer du schreibst am Team und schon noch mittlerweile gelehrt dass immer dein Co-Autor viel mehr Spaß kann hun wie war dann du dein Prozess also ich muss so ich die froh wann ich Angst da vielleicht nämlich selber schreiben muss schon ich war nicht Deelweis ger und natürlich also immer mega schön sind ihre Geschichte zu inszenieren das muss ich auch so also du weißt einfach genau wie weit du was geschrieben hast du hast beim Schreiben schon Bilder im Kopf und das Gefühl dass es dann entsteht das ist einfach so schön so dankbar mir ich fand dass es Kampf also für mich ist der Kampf ich schon auch nie behauptet dass ich schreiben kann und ich hatte auch nie gesagt dass es Stadt wählt sozusagen natürlich musst du als junger Realisateur dass du nicht das Filmwelt du weißt ob du schwer dann hey ein Drehbuch für dich ne wieso zu viel Geschichten zu viel und genau du misst das machen natürlich schon die letzte Jahr auch dummer da verbrucht nehmen zu schreiben ist schon irgendwann noch gemerkt ganz so lang kann ich nicht ist schon mal verschiedene Co-Autoren probiert zu schreiben dort heinst du besser funktioniert heinst du Mann gut es muss in fannen Martin der Banger weil lang das ne den nämlich Filmer gehört an den ungefähr so denkt wie du oder fühlt wie du den nämlichste Blick ob die nämlich Werte holt so Sachen und das fand ich nicht einfach das am etwas fest mit all Team muss also mit den Head of Departments das stimmt die Kameraperson den ja genau ich meine beim Drehbuch aus der Meiste weil du entsteht Geschichte ja. und du hast wirklich den Ding willst du das selber erzählen wie ich und sind schon ein paar Mal mit Leuten an den Punkt kommen wo ich mich einfach wir wollen einfach zwei verschiedene Sachen und du merkst oft ganz spät du denkst die ganze Zeit die schwarz von der selber Sache und an merkst du du willst dass der Film so ausgeht oder du willst wie gut da so Sachen ja. Also ich hatte auch mega gute Experienzen. Genau, also allein schreiben fand ich ganz schlimm, weil ich schon mal das Gefühl, ich drehe am Kreis und ich komme nicht, ich denke nicht out of the box, weil ich schon just mein Kopf und oft brauche ich einen Input von außen. Ne? Und ich schon das hat ein Drehbuch mit einer Dramaturgin aus Deutschland zusammen geschrieben, mit dem ich schon ein Projekt zusammen entwickelt hat und das hat mega gut funktioniert. Also sind einfach mega happy. Schreibt selber nicht, mir schwatzen einfach stundenlang über Charakteren, über Geschichte
Und da ging ich heim an mein Büro erschreiben. Ja, das war's dann. Genau. Und dann ich ganz, Juice. genau, das ist genau das. Schon den Heft voll an Notizen. Und ich probiere Sachen aus und ich weiß, wo es hingeht, ich weiß, was Ziel ist, ich weiß, was nicht funktioniert hat. Und du bist auch in der Hölle an der Bewertung, weil oft, wenn du lang warst, du warst nicht sicher, ist das gut, ist das nicht gut. Genau. Und dann so verlebst du dich dann in eine Direktion, die komplett falsch ist. Ja. Und du schreibst dann wochenlang voll an den Sackgasse ran, du merkst mal nicht. Ja. Und kontra auch, wenn du etwas misst, wo es nicht funktioniert hat. Und du hast keinen, der sieht, das ist genial. Ja, hast du auch das ist absolut voll. Gut, das ist richtig. Und das meistens, bei mir sind nicht oft so die Sachen, wo ich denke, oh, ich habe mal geschrieben oder so. Mir sind oft daran zu viel verkappt, merke ich auch. Und du kannst nicht, du schreibst ein Drehbuch nicht mal am Kopf. Schreib den mal am Bauch, manchmal. Oder so. Und schon irgendwann gemerkt, ich bin halt so zu viel verkappt für so etwas. Und dann, also gut, dass du könnt den einfach wirklich ehrlich was er sieht, hä? Ich fühle nicht. Ich fand die unsympathisch, die Figur. Mir weh dann. Das tut doch weh, ja? Das tut mega weh. Wir kennen das so gut, dass mir nicht weh tut. Ich habe gelernt, um da umzugehen. Auch auf der Filmschule schon, ne? Kriegt so viel schlimme Kritik von auch von Leuten, die nicht wissen, wie gut Feedback geht und einfach so destruktiv sind. Ja. Und du musst wirklich lernen, um da umzugehen und dann irgendwann einfach eine Mauer abzubauen. So, das sind nicht ich. Das ist immer du, den du drastest. Ja. Du musst lernen, und das tue ich mit Erfahrung, an dem sich wirklich ganz viel Schlechtkritik, Base-Kritik, Krut. Und ich gelernt, irgendwann das nicht mehr mich drunter zu lassen. Aber ihm vertrauen ich einfach 100%. Aber er hat dann zu mir gesagt, hey, ich fühle nicht. Das stimmt das. Und das stimmt du auch nicht. Da sind ich so, okay. Ich lege mir stolz auf. Und dann gucken wir mal, für was willst du nicht, aber wie kommen wir da hin? Ja. Ist die Person dann fähig, für zu so für was? Weil oft aus dem Feedback, also ja, Scheiß. Ja. Und geht dafür oder sie mengen, sie hatten den Grund, für das es nicht funktioniert. Und dann ist es absolut gut nicht der Fall. Genau, ja. Du musst dann irgendwie erkennen, 100 Schichten nach Schichten, was da wirklich also das wirkliche Problem ist. Und die Leute vielleicht nicht da, wo du meinst, dass du leid. Das geht ja immer gesagt, so die Klischee. Wenn du am dritten Tag das Problem hast, dann hast du sehr vom Problem aus am ersten. Ja, genau, voll. Also du hast ja ganz viele Gespräche mit Produzenten auch. Und sie sind Produzenten und sie sind keine Dramaturgen. Die Frauen, die schaffen, die möchten nehmen das, ihr ganzes Leben lang schon. Und sie können dir auch schon so, ich fehle ein Dat. Und das fand ich nicht gut. Oder du fühlst dich für mich belanglos. Und dann so, belanglos? Mein Film! So. Es stimmt ja immer. Irgendwas fehlen sie nicht. Oder so. Und sie können aber auch oft nicht auf den Punkt bringen. Du hast so eine Person, die einfach übersetzt vom Produzent bei dich. Mega hilfreich. Weil ich dann auch so, hey, das ist belanglos. Und sie sagt, okay, ja, da gucken wir uns das an. Und wie du siehst, meistens leidet nicht an der Szene. Heinz leidet an der Szene, meistens nicht. Und dann einfach eben die Intelligenz zu oder auch das Gefühl zu und zu sagen, hey, weißt du, was schon Luna einmal durchgelesen mit einer Woche Aufstand. Das Problem leidet am Eschenakt oder an der Szene. Du wär nicht drauf kommen, du wär hier nicht drauf kommen oder hat. Das bringt so viel an mir Hunden nicht alle Guten als Leben lang Drehbuch studiert, für das zu wissen. Und das, also ich will nie mehr ohne schaffen, ehrlich gesagt. Und die Dramaturg meinst du? Und die Dramaturg, oder Englisch wirklich gut, wenn man da auskennt. Weil ich eben auch oft nicht checke, was andere Leute, sie geben mir Feedback und ich weiß nicht, was sie mengen und ich kann damit nicht umgehen. Und oft eben kriege ich den Bauch weh, weil ich denke, ich schreibe das belanglos. Und dann redet ich nicht mehr um. She doesn't love me. Ja, das ist auch nicht so einfach. Das ist gut nicht du schätzt gerade wie Schauspieler, das ist am Anfang ganz ähnlich. Du schätzt dein Herz aus, du dehnst dich aus, du bist seelisch plagisch und psychologisch, bist einfach so verletzlich. Und da kriegst du gesagt, pardon, das ist noch Scheiß. Was ich gesagt habe, du bist Scheiß. Ja, so halt den Druck, gell? Ja, das ist immens verletzend. Immens verletzend. Ja, es geht auch nicht viel besser. Wie soll ich sagen, das nicht Männer weh, was du mehr Erfahrung hast, was du mehr oft schlecht Kritik kriegst, aber das sind dann vielleicht besser oder mehr sehr dann irgendwann zu übersetzen, weil das wirklich ist. Also ich zum Beispiel, wenn ich Kritik kriege, schlussen sie leihen. Für dich, weil ich schon immer nur Bauchweh, schon immer nur so. Und dann muss ich leihen lassen, dann oft, wenn ich nur eine Woche oder so eine Droge in der durchlesen, du hast mein Kopf nur dem Gespräch schon mega viel geschafft, die ganze Zeit, nebenbei. Und ich sehe viel mehr weit. Wenn ich direkt drücke, dann sind ich so, ja, und das Schreiben, ich probiere es nicht, schreibe mir mit dem Bauchweh und so weiter. Und oft ist es so, dass ich an dem Prozess vom einfach weiterleben, etwas anderes machen, das weiter schafft. Und dann setze ich mich drunter und ich sicher so einen Schritt weiter.
Und da probieren ich 10 aus und ich sage, natürlich funktioniert nicht, das weiß ich ja. So, und ich weiß nicht, wie weit mir das hilft mir immens leidlos. Drüber zu schlafen noch. Genau. Wahrscheinlich am Ende bewusst den verschafft der Gehirn Renke. Ja. Ganz andere Sachen. Du bist nie bereit, den Lift zu hören, Biselo. Der Lift? Was gelift? Der Lift wird gelift? Naja, also Podcast heißt Elevator Pitch. Ah ja. Am Hin also im Running Gag wird natürlich den Titel dann recht fertig. Und zwar, du musst dir vorstellen, du bist in einem Lift, da geht dir ab und da kommt die Person ran, die du schon immer wolltest treffen. Oh. Dir geht so und du hast mit der Person so mal 1 Minute Zeit auf engstem Raum angesperrt und ungedeelten Aufmerksamkeit von der Person. Wie wird das? Und was gingst du die Person will freuen? Und das den Elevator zu haben. Den Elevator zu haben. Du kannst lewischer, verstorbener. Cool. Ja. Okay. Vielleicht bei der Henken und also doch für 3 Stunden. Bestimmt Döde schon, die ich denke. Weil Diana, da steht ja noch Möglichkeit, dass sie kein treffen. Das sieht gut aus. Ryan Gosling. Why are you so sexy? Das ist eine interessante Konversation. Okay, warte, wie viel ich? Es muss auch nicht unbedingt aus dem Film sehen. Ja, also ja, das wäre okay. Preferable. Ah, okay. Wenn das nicht gedrungen ist. Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Ja, da fragen Sie doch Truffaut. Dem habe ich schon das Gleiche gesagt. Den Hitchcock konnte Deutsch. Wirklich? Ja, sonst, das bestimmt auf YouTube. Wenn ihr zu Interview gehen, schwarz-weiß sitzen da so einer Gesprächsrunde. Und dann schätzt den so. Das habe ich denn so gemacht. Mit Psycho, kommt sie mit dem Messer. Weil die war ja als junger Ja, erzähl. Als junger Mann war den nach Berlin gegangen, für ausgebildet zu gehen an der Ufer. Zu Murnau-Zeiten. An 20. Und du hast jahrelang bei der Stummfilme die Zwischentitles illustriert. Oft war dann da noch ein kleine Zeichnung dabei. Und das war dann sein Job als junger Spund. Aber ich hatte probiert, ein kleines Cameo anzubauen in meinem Film, wie den Hitchcock. Ich würde keine eine Tradition gehen. Das nicht gehen? Das nicht gehen. Nee, ich wollte ein kleines Roll spielen und ich konnte verboten von meinem AD. Carrément verboten. Also, was du geckisch, das ist eine Szene, die war 2D. Willst du die ganze Zeit 4 in der Kamera sehen? Ja, so, gut überlegt. Okay. Kann ich auch so an denen am Anfang noch nicht geht? Ein Mensch. Ein ungeborene Mensch? Ja, ich meine, ich gebe gerne, oder das vielleicht gerade geboren oder so, mir aus der Zukunft frohen, wie du was vom Klimawandel. Und wie schlimm das und ob man kann ein Foto machen, wie das ist so. Oh mein Gott, willst du das wirklich wissen? Also das ist einfach, ich meine, wenn man so frustriert ist, dass der Mensch, solange es nicht konkret visibel ist, nicht an Zukunft plant. Ja. Und mich besteht was wirklich geckisch. Dass du nicht mehr gemagert und dass es am Moment in die andere Richtung geht. Und ich fühle mich so höllelos und ich gebe so gern einfach in 100 Zukunft hin, halt Leute so ersetzen. Ja. Also die sind da fragt, gut geschafft, kann er. Genau. Just saying, also die hat ein Auto und so weiter. Gib mal Trigger an 70, da fängt dumm und dann geht frisch und so. Die wussten schon demnächst. Das gibt mich interessieren. Das ist ein ganz interessant einfach. Das ist wirklich nicht gerechnet. Hitchcock, okay. Das ist langweilig. Ryan Gosling. Paul, natürlich ist so viel mehr interessant einfach. Hitchcock und Ryan Gosling. Gilt das Antwort? Ich selbstverständlich gilt. Du kannst so, was du willst. Okay. Ich kann nicht raus. Ganz interessant. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob ich wirklich wissen, was in Zukunft der Rapport gemacht zu kriegen, wieder in Zukunft das, weil für mich, ich sehe wahrscheinlich, dass ihr da wirklich ganz schlimm geht. Ich weiß einfach, ich habe mein Neveu gesehen und mein Gärtelchen. Dann einfach die Vorstellung, dass der da alles musste lesen, das finde ich so schlimm. Als doch klein kann er. Andererseits sind so als die einzige Hoffnung, die wir haben, gleichzeitig fand ich so schlimm zu denken, dass das wird keinen Sinn, wenn sie groß sind. Und, ja. Kriegst du dich nicht als pessimistischer oder optimistischer Mensch beschreiben? Wie das du mit Continuity viel zu dienen, das Glas halb voll oder halb weit? Ich gehe so von Natur aus halb voll. Mir gibt immer mehr so Sachen, wo ich so ein bisschen den Glauben und Menschheit verlieren. Ich merke so von Natur aus bin ich ein Optimist, war ich schon immer. Ich meine, das muss doch, weil sonst ist einfach hoffnungslos depressiv und voll. Wenn du auf Politik guckst, dann denkst du, ich kann nicht sehen. Merkst du, dass die Welt kennt, ein Stück besser gehen mit der richtigen Geschichten, die erzählt gehen? Wie viel Power haben wir als Künstler, als Storytellers,
für etwas besser zu machen in der Welt. Ich meine schon, dass man Pouvoir haben. Ich meine, dass mir ganz viel Pouvoir haben. Also wenn ich merke, wie mich Filme an meiner Kante beeinflusst haben, wie mich an meinen Weltbildern so, kann ich manche Menschen bilden mit Filmen, sind überzeugt. Solange man Filme machen dürfen, das ist ja auch wenn Regierung Voilà. irgendwann kriegen, Das ist- gibt es kein Kunst mehr. Genau, das ist ein riesen Luxus. Ja, Und plus für das, was wir machen, wo man für kleine Zeichnungen machen, wo man just Crayon, ein Stück Papier dafür berichten. Ne? Wir brauchen mal Millionen von Euro an genau. eine ganze Armee von Leuten, die als Hölle von die Geschichte erzählen. Ja. Das ist krass am Anfang. Da sind die Chancen überhaupt Voll. Geburt kriegt. Und ich gesehen in Deutschland, also ich hatte ja auch letztes Jahr mit einer Freundin in Deutschland klang bis große Aktion gestartet, Angst essen Kino auf, Ja. weil mir so verzweifelt und so höllelos gefühlt haben, wie die Lehrer in Deutschland gerade ausgesagt, an wie schwer das Filme zu finanzieren, die nicht den absoluten Comedy-Mainstream sind. Hm. Und das bald eine Sache von unmöglich geht. Das sind einfach keine Summe da. Also in Deutschland die immer den Tollis dann auch mal dran, die gibt bald nicht mehr. Und für allem eben gar nicht mehr für so Jungfilme. Will man dir selbst trauen, die eine Meinung haben, die probieren mal etwas anderes zu erzählen. Und das hat mich mir Angst, weil du wirklich das Gefühl und du gehst Stimmen einfach verloren. Aber wenn Filme nicht mehr nach den absoluten Mittelmaß aus, und Ja. was Tüderin denkt, ne, so das, Ja. wo keinem Café tun, wo nirgends unackt, dann haben wir ein riesen Problem. Dann haben wir ein riesen Problem. Dann haben wir wirklich ein riesen Ja. Problem. Und da das Von just noch Vanille geht. genau. Bei der Und da Klasse, sind fühle ich mich just so privilegiert, dass ich Film als Letzteburg kann man, weil mir wirklich viel Chance haben, dass wir noch so viel super kriegen für als Filmer. Aber du manchmal für andere Länder wirklich so. Das ist ein ganz interessant, ich habe dicht verfolgt für den Angstessen-Kino. Mhm. Ich finde das so wichtig. Ich will am Anfang nicht gerade für so, ich will ein Kompliment machen. Ich fand das so gut, dass er da einen Fehler gelöst hat. Wie hast du Feedback dann? Oder dann wirklich auch, du konntest Fortschritt machen auf der richtigen Fronten. Es hört sich da vielleicht irgendwie auch von einen Millimeter. Also ich habe es in der Cap geändert von den Leuten, die im Ruder sitzen. Ich meine schon, also wir kriegen positiven und negative Feedback, wir kriegen aber wirklich für allem voll positive Feedback. Wir sind, es war echt an der Phase, wo wir noch dabei waren, die Briefe zu schreiben und zu formulieren, wo wir schon eine paar Leute geschickt haben, die mir berühmt sind, für zu fragen, gibst du denen noch schreiben oder was für das Ding Meinung dazu. Da sind wir von ein paar wirklich bekannte Leute gewarnt gehen, dass man als dummer als Karrierefooty machen. Seriös. Und da war man wirklich kurz, also da hat man wirklich immer so Phase, wo man so, wir waren sowieso schon alle zwei komplett am Burnout. So, dass man wirklich am Ende war. Am Eileen Burnout. Am Eileen Burnout. Und das nebenbei gemacht. An den Feedback, den wir da kriegten, wo wir veröffentlicht schon waren, immens. Also wir haben immens viel bekannten Stars, denen geschrieben haben. Wir kriegten super E-Mails von Leuten, die gesagt haben, endlich seht ihr nicht. Ich denke das seit Jahren und so. Und das war wirklich cool. Da haben wir gemerkt, okay, wir hatten ein Gefühl, wir haben also ein Gefühl zum Ausdruck gebracht an so viele Leute gesagt, das ist genau das, was ich denke. Und war so erleichtert. Den Nerv getroffen. Den Nerv getroffen. Von der Zeit. Und waren natürlich Leute gekränkt. Es sind noch Leute, die sich angegriffen gefühlt haben, obwohl sie nicht gemeint waren. Also wir haben zum Beispiel, also wir schwätzen viel über Filmförderung, wir schwätzen viel über Fernsehsender, die keine Suche mehr gehen. Wir haben Filmförderungen, die man das geschwärzt und gesagt haben, wir sind so glücklich über deren Brief. Wir kriegen die so nicht mehr. Wir geben sie ja auch so gerne gehen. Wir kriegen sie auch nicht mehr. Das alles, muss ich immer, ich schreibe mir nur Uhren denken, bei Politik und so. Und wir hatten dann eine Arbeitsgruppe gegründet und wir haben einen 10-Punkte-Plan veröffentlicht. Mit den Punkten, die mir wichtig fanden für den Novus, weil an Deutschland gerade das Filmfördergesetz neu novelliert wird und Claudia Roth gerade schafft, das neu zu schreiben quasi. Und sowieso gerade ganz viel, so, auch so den Bundesverband Regie und den Drehbuchverband und so ganz viel hin Propose gemacht dafür. Und mir hat er gesagt, okay, wir machen dynamisch Propose, weil vieles dürbelt sich natürlich. Wir haben 10 Punkte ausgeschafft, die wirklich für den Novus wichtig sind. Weil wir wollen Filme machen, brauchen wir das. Und wir brauchen das und wir brauchen das. Und die haben wir dem Claudia Roth dann an die Hand gedrückt am Sommer. Das war das Letzte. Und seitdem haben wir nicht mehr hören, wir noch eine Mail geschrieben, für zu fragen, ob sie jetzt invitieren für Gespräch. Und wir im Moment hast du nicht so viel. Und ich habe einen Film geschafft und meine Freundin Pauline hat einen Film geschafft. Das an der Cap von den Leuten. Und die hat den nächsten Schritt gemacht, dass vielleicht dir die Lobe ist. Ich hoffe. Dass ich absteht. Ich hoffe wirklich, weil ich gesehen habe bei meinen Freunden in Deutschland, wie die Situation ist. Und das macht mich so traurig. Die kriegen alle ihren ersten Film nicht mehr finanziert. Und sie sind so super Drehbücher. Und
Worin leid dat wo leid ein Problem du wie kann dat sinn dass man am Anfang als Träg entwickeln am Platz das ist Angst wert genau ich kann muss ich alles rentieren und schmengen sich einfach verschlimmert mit Corona also das war ja wirklich ein Krise auch für die Kino an schmengen das schmengen gibt ja ein German Angst von der ihr schwätzt an schmengen dass die Deutschen sowieso schon wenig Risiko angehen gern also hat Corona uns einfach verschlimmert und das lo an den Manner suen huet innen auch lewer die das ja auch irgendwo verständlich méi op die Söcher schien geht man da gin mal dee Filmer die suen wo man auch fest mir aufs Dreck an net sinn net die Klangfilmer an sind net die Filmer die couragegé sinn an net die Echtfilmer weil mir hun mir sinn Risiko echt Filmmacher und dann hust du einfach den Ding okay dann hust du kein Tolle an et gefiel Sanderen die so bis 2027 sowieso kein Sue méi et gin andere die das Jahr gesucht mehr finanziell kein echt Film mehr wenn man nicht genug so hun an dummer da die echt hört schon fort und dann hast du auch noch mal so bei den Förderungen und schmecken einfach dass das System muss neu strukturiert gehen Art weiß und muss ihn einfach so muss in den Tag gehen wo ihn immer sieht halt den Deal aus für echt Filme wir brauchen echt Filme wir brauchen Klangfilmer Böllischfilmer Radikalfilmer Courageusfilmer mit der muss man also wirklich ganz dezidiert ganz konkret bewusst fördern muss du einfach abs geändert gehen und ja wie sie selbst so Rolle bringt ich meine sie schwätze ganz viel darüber und du viel das Gesetz ja novelliert du hast du dein Deal zu beigetragen ich bin so froh dass Leute wie dich gibt die sich Zeit holen für wirklich du fangen an von zu lehen und aufmerksam zu machen ob die Sachen die nicht funktionieren und dafür sehen dass es in Zukunft besser geht ja, das kann ich just hoffen, dass das bringt. Ja, da findet immer merci, dass der Hauptmann mal geschwärzt ist, Ali. Mir auch merci, dass du einfach so engagiert warst. Du gehst in 4 Stunden schon darüber gefreut. Und nicht scheiße. Das ist wie schön. Doch, so. Das ist immer ein Fried, mit dir zu schwätzen. Egal, ob du für Podcast oder nicht. Nee, sowieso, weil ich habe schon ewig nicht mehr gesehen. Und plus, ich wollte all Details hören, von wie dein Tournage war. Und ich bin so froh, dass der Hauptmann da geschwärzt ist. Oh, ja, merci, dass du mich beschäftigt hast. Und du trinkst Kirschchampus, so trinkst schon lang. Ja, mischt. Ja.